Habe Dere und herzlich willkommen. Heute gibt's wieder mal eine neue Folge von unserer Wolex des Monats und diesmal geht's um unsere Wolex aus dem Juli. Erklärt haben wir es ja schon mal. Wenn ihr nicht mehr wisst, was es sein soll, dann haut euch vorher nochmal unsere kurze Erklärungsepisode ein. Und jetzt steigen wir schon mal im Mike durch, der euch verzeiht, was er geiles und Scheißdreck letzten Monat alles erleben musste. Ja, also da steige ich gleich mal beim Scheißdreck ein. Also mein Woleck ist der Scheiße. Da wähle ich den Titel They Reach von 2020. Und zwar mir hätte er ganz gerne eine Mischung aus Evil Dead sein und Stranger Things. Also der Klappentext hinten drauf lügt nicht. Man kennt die Einflüsse ganz brachial von denen zwei, wie gesagt, von Evil Dead und Stranger Things. Aber es ist halt leider ein totaler Müll. Also der Film ist langweilig ohne Ende. Die deutsche Synchro tut ihr Übriges. Das Teil ist ultra langweilig. Das einzig Gute an dem Ganzen ist dann einmal das Ende. Da kommt dann ein bisschen Spannung und Action auf und ein paar Effekte sind zum Singen, aber sonst muss ich sagen, war das eine richtige fette Enttäuschung. Also das Teil bitte raus aus dem Warenkorb und niemals anschauen. Höchstens das Ding kostet mal €1 und es habt mal 1,5 Stunden Zeit, die wo ich nicht leid tun, dann haut sich das Ding rein, aber es wird wirklich keine Freude haben bei dem Ganzen. Dann habe ich noch gesehen, ganz was Starkes, Invasion USA mit dem Chuck fucking Norris von 1985. Ich möchte fast behaupten, dass das einer von den Filmen ist, die wo Chuck Norris den Ruf eingebracht haben, den er heute hat mit den ganzen Chuck Norris Witze und so. Weil das ist die Blaupause des stereotypischen und reaktionären Actionfilms. Also wer auf Filme steht wie Phantomkommando und sowas in der Richtung, der ist bei Invasion USA genau richtig. Der Held bekommt nie auf die Fresse, er gibt aus, also er haut und bloßt die ganzen Terroristen reihenweise aus die Stiefeln, dass eine wahre Freude ist. Story gibt's nicht wirklich, aber das Ganze macht riesig Spaß beim Zuschauen, weil es gibt wirklich null Leerlauf. Es ist immer was zum Singen, es ist immer Action, es wird immer geschossen. Also wer auf so 80er Jahre Klopper steht, der soll jetzt die Invasion USA auf jeden Fall zu Gemüte führen. Was ich dann noch habe, ich möchte unbedingt eine Lanze brechen für die Serie Modern Family. Die ist momentan auf Netflix zum Singen. Da gibt's 10 Staffeln, wo man sie in die Netzhaut brennen kann, wenn man mag und sollte, weil das wirklich extrem lustig ist, das Ganze. Ich und meine deutlich bessere Hälfte schauen die Serie jetzt mittlerweile zum 4. Mal durch und es stellt sich noch keine Langeweile ein. Also das Ganze ist wirklich extrem unterhaltsam, brutal lustig, ist auch eben für die ganze Familie geeignet. Es gibt keine zotige oder oder rechten Schweinkram, sagen wir es so. Kann ich nur empfehlen. Also die 10 Staffeln vergingen im Flug und haut euch das eine, weil das wirklich ganz toll ist. Hast du einen Lieblingscharakter? Ein Jay, das Familienoberhaupt. Der Al Bundy quasi, der Ed O'Neill, also der ist wirklich einer von meinen absoluten Favoriten. Ja, aber auch nur, weil er deine Zukunft widerspiegelt, einen alten, grantigen Rassisten. Ja, mit der scharfen Frau. Die hast du jetzt schon, Mike. Ja, sag ich ja. Ich hab das, also wie gesagt, das erste, den zweiten Part habe ich schon, das erste kommt noch. Ah, passt. Und den einen Part mit dem Rassisten hast du doch auch schon, oder? Nein, jetzt lass mich mal. Nur reduziere mich nicht immer auf meine Platten. Ah, stimmt, Entschuldigung. Fett merci, Mike. So viel Enthusiasmus habe ich von dir gar nicht erwartet, aber das war echt cool. Und dann leite ich gleich mal wieder rüber zum Corbinius. Was waren denn deine Highlights und High-Tiefs im Juli? Im Juli, da habe ich ein für mich echt starkes Woleck, und zwar das Ende von Dark. Wer Dark nicht kennt, das ist eine Netflix-Serie, und zwar die erste in Deutschland produzierte Netflix-Serie. Um was geht's da? Ja, das ist sehr komplex zum Erklären, und deswegen fange ich ja gar nicht erst groß an, jetzt irgendwie zu verraten, um was in der 3. oder in der 2. Staffel geht. Ich sage jetzt mal ungefähr, um was in der 1. Folge geht. In der 1. Folge verschwinden in dem kleinen Ort Winden 2 Kinder. Und es fängt eigentlich so an, als würde man meinen, das ist vielleicht so ein Thriller, wo es dann darum geht, dass man den Mörder findet und sowas, aber es entwickelt sich eigentlich immer mehr zu Mystery und Science Fiction, und ich muss sagen, ich habe in den letzten 10 Jahren nicht mehr so eine richtig geile Mystery-Serie gesehen, und man geht
bei deutschen Serien ja immer mit so einem leichten unguten Gefühl rein, weil man vielleicht nicht erwartet, dass die richtig gut wird. Aber Dark ist richtig, richtig stark. Ist mittlerweile international, glaube ich, die gefeiertste Netflix-Serie. Es wird sehr komplex. Es geht ja immer wieder um den Stammbaum. Es gibt sogar dazu eine eigene Webseite von Dark, also von den Produzenten von Dark, wo man für jede Episode immer sich die Leute dann anschauen kann, wie die miteinander verbunden sind. Und in jeder Episode ändert sich das dann immer wieder ein bisschen. Also, wenn man nicht richtig mitkommt beim ersten Mal schauen, als Tipp, es gibt eine Website, schaut euch das an, dann könnt ihr auch nochmal in Ruhe nachlesen, okay, wer ist jetzt gerade das, wer ist jetzt gerade das. Schauspieler sind mega, der Soundtrack ist, wie ich finde, richtig geil, ist so mehr düsterer, haha, dark, aber es kommen also ein paar 80er-Elemente vor, und unbedingt mal anschauen, unbedingt mal reinschauen. Ich hab's richtig geil gefunden und ich muss auch sagen, die 3. Staffel war die Finale und hat das Ganze wirklich richtig gut beendet und das hat man ja selten bei den gehypten Serien. Oder sagen wir mal, da muss man immer schon drauf hoffen, ja, hoffentlich hören sie früh genug auf, damit es nicht so wird wie Lost, das man ja auch noch richtig verhunzen kann dann zum Schluss raus. Aber Dark hat's wirklich geschafft. Da haben die Deutschen mal gesagt, was man machen kann. Und dann eher, so zwiegespaltenes Warleck. Der Daniel wird gleich aufschreien und sagen, was? Warleck, und zwar Spiegel TV, der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Da gibt's jetzt seit Corona die 2007 produzierte Doku auf YouTube, ist von Spiegel TV selber hochgeladen worden, sind 4 Teile, glaube ich, plus nachdem das Ganze dann auf einmal sehr gehypt worden ist auf YouTube, nur ein Doku dazu. Und das ist sowas RTL-haftes, so Fremdschämen-Doku. Man schaut sich das an, man wundert sich, dass es überhaupt solche Menschen gibt. Man muss sagen, der Pennymarkt bei der Reeperbahn, der hat von Montag bis Sonntag offen, jeden Tag, jetzt nicht 24 Stunden lang, aber man merkt halt, dass dadurch, dass er auf der Reeperbahn ist, ein sehr gemischtes Klientel da zum Einkaufen geht. Und sagen wir mal, eigentlich ist, Daniel, vielleicht kannst du es bestätigen oder nicht, für mich jede Folge irgendwie gleich gewesen. Also mir hat jetzt von den Charakteren, die dann auf einmal auftaucht sind und irgendwas gemacht haben oder gesagt haben. Meistens klaut haben. Oder klaut haben, dann eben bei der Security dann waren oder halt dann, man hat mal wieder gewartet, bis Bullen dann da waren und die dann abgeholt haben. Also ich war zuerst irgendwie positiv überrascht, weil es doch unterhaltsam war und dann, je mehr man aber dann guckt, stellt man halt dann fest, es wird immer schlimmer eigentlich. Und dann habe ich mir eben dazu nur die Doku angeschaut mit dem Schaffer dieser Doku, der auf die Idee gekommen ist, weil er einfach irgendwie gegenüber von dem Pennymarkt wohnt. Und die planen jetzt sogar, dass da eben Neuauflage machen. Also die wollen da nur mal was drehen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall war es für mich ein Warleck-Ereignis, weil also vielleicht sollte man mal wirklich ein bisschen reinschauen. Andererseits denke ich mir wieder, eigentlich will ich solche Informatik gar nicht unterstützen, weil man sieht halt da Menschen, wo man sich denkt, huiuiui, toll, dass die ins Fernsehen geschafft haben. Ja, aber irgendwie doch auch ein bisschen traurig. Ja, drum, es ist so, weißt du schon, was ich meine? Es ist so zwiegespalten. Irgendwie lacht man drüber, aber manchmal ist es dann doch wieder so schlimm zum Anschauen, wie es den Menschen eigentlich geht, dass du sagst, na, Alter, ich kann eigentlich schon gar nicht mehr lachen. Und dann kommt dann wieder irgend so ein geiler Psuffener, der einfach nur Party gemacht hat und dann denkst du wieder, ja geil, ich mag einen den Penny. Oder es kommt einer, der dann genau ausrechnet, wie viel Kohl kann er jetzt mitnehmen und der Kohl kostet jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, 23 Cent und dann kauft er wirklich nur Kohl und hat gefühlt 40 Kilo dann am Ende dabei. Ja, man denkt sich dann, warum habe ich mir jetzt das angeschaut? Interessanterweise ist eben da ein gewisser Hype und mir ist auch davor erzählt worden und es hat die ganze Zeit geheißen, Alter, schau dir das unbedingt an, voll geil. Naja, ja, ich weiß auch nicht, aber ich muss sagen, Warleck. Ja, also Warleck beschreibt die Doku echt sehr gut, weil mit Warleck so ziemlich jede emotionale Empfindung abgreifst. Und ich glaube, dass fast jede davon bei der Doku erlebst. Ja, vor allem das Ding ist, ich habe mir eben dann
die Doku über die Doku angeschaut und da haben sie halt dann auch über die Charaktere gesprochen und dann hat der Typ halt über diese Penner eigentlich so geredet, als wenn die ja durch die Serie total groß worden waren, aber was mit denen passiert ist oder ob die nur leben, keine Ahnung. Großer Gott. Gut, und du, Kani, was hast du für tolle Warlecks oder negative Warlecks? Also ich fange mit meinem obergeilen Super Warleck an, weil ich habe nämlich The Last of Us 2 durchgespielt. 2-mal. Und Alter, das ist einfach ein Brett vor einem Spiel, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und zwar jetzt nicht nur auf der spielerischen und technischen Ebene, weil es ja da sowieso absolut erhaben ist, aber auch auf emotionaler Ebene. Das Spiel nimmt dich so dermaßen mit, das hat Szenen dabei, die so heftig waren, dass du einfach wirklich mal, wenn du nicht total ein kalter Depp bist, einen Controller vielleicht mit 10 Minuten auf Zeiten legen musst, dass du mal kurz das verarbeitest, was einfach zu intensiv wieder war. Dazu nur der Soundtrack, der die ganze Zeit so dermaßen passend mit drauf passt und auch in die ruhigen Situationen also immer so ein beklemmendes Gefühl hochruft. Die Kämpfe, da wenn's dann die Kamera draus, wenn du so einen Stealth-Kill machst, wie die Mimik animiert ist von den Leuten, die du da jetzt wirkst oder abstichst, wenn die dann am Boden liegen und dann nur vor sich hingurgeln und du das Blut rausrennen hörst. Also das ist einfach so unglaublich intensiv gemacht. Und dann die feinen, kleinen Details, wenn du dann einmal so ruhige Momente hast, wo du einfach durch die Wiesen gehst und ein bisschen mit der Hand über die Wiesen streichst oder durch hüfthohes Wasser wartest und dann richtig spürst bei dem Geh, wie du den Widerstand vom Wasser an dir dran hast. Unglaublich krass, unglaublich gut. Und für mich die beste Szene, die meiste Gänsehaut hervorgerufen hat, die kann man sich auf YouTube anschauen. Das ist, wenn sich Ellie eine Gitarre schnappt und da dann Take on Me drauf spielt. Das ist für mich so eine unglaublich schöne, berührende Gänsehautszene. Sowas habe ich in noch keinem einzigen Spiel erlebt. Also für mich das Highlight, glaube ich, an Emotionalität bei Spielen seit dem ersten Teil schon. Also so war ich noch nie fertig beim Spiel. Besser oder schlechter wie der erste Teil? Der ist wesentlich besser. Wesentlich besser, weil er halt auch einfach um so viel härter ist, um so viel realistischer ist, um so viel krasser ist. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass sie die unglaublich krass gute Geschichte aus dem ersten Teil ums Vielfaches toppen für mich. Was man dann oft gelesen hat im Internet, also da muss ich dann ein kleines Fickzeug raushauen an die ganzen homophoben Wichser. Fickzeug zurück in die 70er, da hat man eine Idioteneinstellung brauchen können. Wer mit so einer Darstellung von Figuren nicht zurechtkommt, der hat meiner Meinung nach in keiner Unterhaltungsmedienwelt irgendwas zu suchen. Weil wenn das nämlich für mich ein Grund ist, dass ich ein Spiel von vornherein absagelt, weil es eine homosexuelle Beziehung gibt, dann bin ich sowieso irgendwann in die 70er, wie gesagt, hängen geblieben. Und ja, mein Gott, es gibt nur diese Streitthema, wie die Figur Abby ausschaut. Sie ist jetzt auch nicht meine Traumfrau, aber ich sage mal 95% von, wenn wir jetzt mal bei Klischees bleiben, 95% der Zocker schauen wahrscheinlich aus wie die Typen bei South Park, die World of Warcraft spielen. Da hat keiner das Recht, dass er sich über Aussehen von einer muskulöseren Frau beschwert. Also da wird sie quasi nie beschwert, weil das Spiel qualitativ schlecht ist oder weil es schwächer ist wie der Einser, sondern da wird sie aufgehängt wegen so einem Scheiß oder was? Ja, genau. Also so richtig, wo ich sage, also an so einen Typen, mit so einem mag ich mich gar nicht unterhalten, wenn ich mich in der heutigen Zeit nur über solche Sachen aufregt. Wie gesagt, diese Optik von der Dame, das ist schön und recht, wenn mir die nicht gefällt, die muss mir auch nicht gefallen, aber das ist ein unglaublich facettenreicher Charakter, der kriegt so viel Tiefe und der wandelt sich in dem Spiel so krass, dass du weißt, bei dem Spiel am Ende es gibt kein Gut und kein Böse mehr und es gibt kein richtig oder falsch mehr. Das ist, ich möchte nicht zu viel sagen, weil man da halt ultimativ spoilert. Das muss man einfach erlebt haben, das Spiel. Das ist kein Spiel an sich allein, sondern es ist direkt ein Erlebnis gewesen für mich. Den dritten Punkt, über den sich viele Leute beschweren, den mag ich jetzt nicht sagen, weil das ist halt der Major-Spoiler aus dem Spiel. Da sind nicht manche, die heulen dann ein bisschen rum, da sage ich, ja, es passt in dieses Storytelling ein, es bringt die Geschichte voran, es passt einfach alles, das ist komplett in sich schlüssig, ohne irgendeinen Haken dran. Das ist für mich das perfekte Spiel. Sauber. Wie lange spielt man da dran? Ich hab's auf der schweren Stufe durchgespielt und hab versucht, alles zum Sammeln beim ersten Mal. Angeber! Oh, Entschuldigung. Gesundheit, gell? Danke. Ja, aber während ich das sag, gerade meinen Schwanz in der Hand, weil mir so geil vorkommt. Auf alle Fälle war ich bei 35 Stunden beim ersten Mal. Akelig. Und beim zweiten, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt halt auf der mittleren Stufe durchspielst dann, und nicht alles sammeln möchtest,
dann wärst du wahrscheinlich irgendwo bei 18, 20 Stunden rausgekommen, aber es rentiert sich, dass man da viel sammelt, weil das nämlich so ein geiles Storytelling am Rande nur ist. Wenn du nämlich in verschiedene Bereiche alle Notizen findest, dann erfährst du dann einen Haufen Geschichten über Leute, die da vorbeigekommen sind, die versucht haben, Hinterbliebene Hinweise zu hinterlassen oder warum sie in dem Raum jetzt gestorben sind und so. Allein diese kleinen Geschichten, die sind teilweise so richtig mitnehmend und dann wird es immer nur so recht schön kommentiert von deinem Hauptcharakter. Also wie gesagt, da gibt's wirklich nichts zum Meitern und bis auf diese homophobe Kacke oder diese Optik-Scheiße, aber das ist halt, wie du vorher schon gesagt hast, das ist ein totaler Scheißdreck, wenn ich mich über sowas beschwere. Ja, und dann mein Warleck in die andere Richtung, weil ich sage, Warleck den Scheißdreck, wenn ich es noch einmal sage, dann hau ich den Drecksfernsehen vom Kastel runter. Jedes Mal, wenn ich mal auf Prime nur noch irgendwas zum Einschlafen anschauen möchte, weil da läuft meistens bei mir Prime. Momentan schauen wir wieder mal SpongeBob an, weil da die ganze Serie drin ist. Da haben wir gedacht, geil, Alter. Dann drückst auf Play, dann scheißt der Prime natürlich wieder mal eine Werbung davor eine. Und über was muss ich jedes Mal hören, wenn das kommt? Hashtag Girls United, diese verwichste Bibi und Tina Werbung. Ich darf am lieber ein Kopfgeld auf die Macher der Serie aussetzen, nur wegen diesen Ausschnitt aus der Werbung, aber ich glaube, das darf in der heiligen Zeit nicht mehr. Ich weiß, deswegen ist das jetzt kein Aufruf zum Kopfgeld, aber wenn es das sagt, diese Leute, dann werft ihr zumindest eine wütendsten Blicke zu, die ihr auf Lager habt, weil das nämlich, boah, ich krieg da einen Puls von 180 und ich muss jetzt auch aufhören zum Reden, weil ich mich sonst wahrscheinlich in strafrechtliche Bereiche bewege mit meinen Aussagen. Deswegen einfach nur kurz, das ist für mich das Allerschlimmste, was ich seit x Jahren an Werbung sehen hab müssen. Ich hab deswegen kein Receiver mehr, mit dem ich öffentlich-rechtliches Fernsehen empfange, weil ich keine Werbung mehr hören möchte. Und dann gibt's so Scheiß, fick dich, Prime. Ja, und dann heißt es Bibi und Tina und dann zaubern sie nicht einmal, oder? Was ist denn los? Ja, und wir die zaubern, die zaubern mir einen Schlag und voll einer. Das so schaut's aus. Ja, aber mal so Simsalabim und so, weißt du schon. Ich hab mir auch gedacht, ich hab die Vorschau gesehen zwischen SpongeBob, was Feuerwehrmann Sam, da ist die Werbung gekommen, denke ich mir, hey, Bibi und Tina und nicht einmal zaubert in der Werbung, was ist denn los? Ja, wie gesagt, Fanny, Simsalabim, Kanter, Schlagerl, Gesichtslähmung. Ja, aber das war nicht die Absicht wahrscheinlich. War Bibi und Tina nicht mit Pferden? Da wird doch gar nicht gezaubert, oder? Also Bibi Blocksberg, oder? Ja, aber Bibi und Tina, da geht's doch irgendwie, das ist doch irgendwie dieses Mädchen auf Reiterhof Spaß mit Pferden Ding. Und dann zaubert die nicht. Das Mädchen auf Reiterhof Spaß mit Pferden habe ich das letzte Mal bei YouPorn gesehen, ziemlich geil. Na, ich glaub, dass die da gar nicht zaubert. Also, das ist schon die Bibi Blocksberg, aber, ach, keine Ahnung. Das müssen wir abklären. Vielleicht schaut sie auch mal. Warum machen wir da, ja, aber kann ich, warum sagen wir mir nicht an Prime, hey, wir machen es besser, schickt uns das Material, wir schneiden es anders zusammen. Ich möchte mit dem Scheißdreck nichts zum Tun. Wie gesagt, da geht es um meine Gesundheit und da bin ich raus. Ja, aber jetzt stell mir vor, da synchronisiert jemand drüber und die unterhalten sich ununterbrochen über unseren Podcast. Und dann taten die auf alle Fälle sagen, dass man uns auf alle Fälle bei Deezer findet und bei iTunes und bei Spotify und dass man uns immer liken darf und soll und muss. Und uns Kommentare hinterlassen und. Genau. Und vergiss Apple nicht. Ja, Apple auch. Die Bocki, aber die, gut, wenn wir da auch sind, dann. Ja, ich box auch, aber das darfst du nicht offiziell sagen. Das ist ein Statussymbol und er verletzt Leute in einer Ehre, bitte. Ah, Entschuldigung. Apple ist voll geil. Where? Yeah. Ja, passt. Dann sagen wir wieder mal Danke fürs Zuhören. War eine coole Runden. Ihr habt erfahren von Mike, woher die ganzen Chuck Norris-Witze kommen. Ihr habt vom Corby erfahren, dass der Penny auf der Reeperbahn vom Lachen bis zum Weinen alles parat hält, vor allem wenn man dann mit dem alten Kapitän zur See- und Harvard-Studenten Harald Krull sich unterhalten kann. Und von mir habt ihr erfahren, dass sie homophobe Kasperl zurück in die 70er ficken können. Und dass wir Bibi und Tina einen Schlaganfall ins Bett reinzaubern. Dankeschön. Wir sagen mal viel Spaß beim Hören und hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal auch wieder dabei haben. Macht's es gut. Servus. Hashtag. So, Corby, 2 Sackschellen.